Ik weet niet wat jullie dat deed, maar wanneer je met technology te doen heeft, dan valt het op dit gebied. En jeder 5 jaar zo jong weet meer van ons uit. En dat is wie een beetje oudere mensen ons maken veel met deze wereld van phones en podcasts en wat meint dat ever heeft, like oudere dingen dat zo. Ik wil vragen dat we toch beten. Vader, we danken die voor die woord. We danken die voor den Heilige Geest. Nu vragen we dat de Heilige Geest het woord wordt nemen, dat kracht geven en dat onze levens veranderd worden. In Jezus' naam. Amen. Vorige zondag vangen we aan met een nieuwe reeks van boodschappen en we namen de gouden Nachricht met een vrouwenteken door aan. En die van jullie wat vorige zondag hier weer, je weten al gelijk wat dat vrouwenteken is al. Dat is niet wenn wie Gott seine Botschaft in Frau stellen, oder Gott seine gouden Nachricht. Aber das hat zu tun mit, dass das für uns persönlich einmal nicht eine gouden Nachricht ist, wenn was wir glauben. Und wir sind doch geredet von, dass Jesus ist uns Erlöser, aber in uns denken, und einmal, dass wir abgewaschen sind, dann müssen wir selbst uns raten. Und weet je, wenn wir dort versegen, dann haben wir einen Fluch auf uns Leben. Und das ist ein starkes Wort, dass wir einen Fluch haben. Aber weet je, wohin wir einen Fluch haben? Wenn der Fluch, sagt Paulus, das in dem Gesetz, das Gesetz kommt von Gott, aber er sagt, du hast einen Fluch und der Fluch ist das. Dass du versegst die Taraden, aber die kostet Gott. Und so du hast verloren, indem dass du alles versegst, zu tun, was du kannst, dann soll ich werden. Und das ist der Fluch. Das Gesetz sagt, die do dit, aber die kostet Gott, und wenn die dort nicht kostet, bist du verloren. Und so das, wo in Jesus kam. Und so, das ist ein Ding, wo ich viel von reden will, wenn das ist mir sehr wichtig, dass ich glaube, sehr fest, dass den Tag, was die dort wird futen, oder was mir dort wird futen, dass Jesus als unser Leser, den Tag, sind wir heute zum Frau Christen sind. Solange uns wir versegen, dan weet je, viele von uns, wir glauben an Jesus, aber dann, oder machen wir nach dit, dann machen wir nach dort. Das ist, was die Juden durch die galatische Zeugen sehen. Oh, jemand nach der Beschneidung kann das Tschein nicht selig werden. Und wir leben Charakter dort fern. Und so das, wo wir sind, davon reden. Und wenn die nicht sind hier warst, die Botschaften sind dort hängen, oder wenn das Podcast schreit, dann hast du durchboven. Und ich horcht meine eine Botschaft, ich gleich nicht nur mich selbst zu horchen. Und so ich horch mich selbst nicht mal. Aber gleich in den Salz zu horchen, der Stern hört sich so vornig und all so eine Dinge, nicht? Like, das ist mal interessant, nur an Salz horchen, aber ich sollte diese Werke, und ich horche meine Botschaft von Fee, sind nach mir jetzt Salz zu horchen. Und so, ich fange direkt an Salz zu ändern, wenn meine Botschaft. Aber weißt du, das ist ein Witz, das schafft einmal. Ich denke mal, in Ontario, Jahren 3, horcht ich noch meine eine Botschaft und ich fange an zu rohren. Und so, das ist interessant. Ich rede nicht, wenn sich das so funny ist, aber anyway. Von der wollen wir ein anderes Thema von reden, und ich habe das ein bisschen gekämpft mit dem Thema, wenn das ist so groß, dass ich weiß nicht, was sagen, was ich nicht, wenn in dem Thema, und ich bin mir ganz sicher, dass wenn jemand mal würden Freiheit geben, Frauen zu stellen, jüngst selbst, aber wenn jemand mal würden Freiheit geben, Gott Frauen zu stellen, dann wird Gott einmal interessante Frauen stellen. Aber weißt du, wir sind gelehrt, dass Gott ist Gott und wie man uns Fan benehmen für Gott und wir sollen abpassen, was wir alle reden. Ich würde den Tarot nochmal den Psalms oder Jeremia oder so einen Brief durchlesen und einfach mal ein bisschen horchen, wo diese Schreiber zu Gott reden. Und so, das Thema, was wir von dir wollen anschneiden, oder wo ich will ein bisschen von reden, und ich weiß, das sind große Frauen. Ich weiß nicht, was die tun, oder noch wem die horchen, wenn die mal mit freie Zeit haben. Weißt du noch wem ich gleich zu horchen? Oder was ich gleich zu tun? Ravi Zacharias. Weißt du irgendwie von Ravi Zacharias? Und weißt du, das ist auf Englisch ein Apologist, der den Glauben verteidigen und vielmal bei sehr gottlosen Städten. So in Universities und so eine Dinge steht. Und so, ich gleich noch zu horchen, wenn ich bin einmal nur sehr horchen, einmal, braucht ein bisschen eine Achselinde Gewehr und so eine Dinge. Aber weißt du, wir haben darauf einmal so gehalten, wenn gerade so eine Frau, was wir wegen Gott haben. Und eine Frau, was wir haben. Und wo wir von der wollen, ein bisschen von reden, und wo wir das ewige Part von uns leben wollen mit kämpfen. Dort ist das.
ist Gott really ein Gott von Liebe? Und weet je, ik zie mij meest zeggen, wenn ich irgendwo Frauen oder Hand abheben, wer doch glaubt, dass Gott ein Gott von Liebe ist, die würden alle die Hand abheben. Aber weet je was? Die glauben noch nicht. Und das ist vielleicht ein bisschen funny, wenn ich sage, je, aber ich da auch nicht. Und so, ich habe mir das wirklich ernstlich gefragt, glaube ich wirklich von Herzen, dass Gott ein Gott von Liebe ist? Und weet je, wenn wir religiös abgewaschen sind, dann sind wir ein bisschen abgewaschen mit der Idee, und ich will ein bisschen sagen, was in meinem Leben ist, wir abwaschen, aber wenn der Pluch und montags morgens trouble, dann hat wir uns Sonntag versündigt. Hier sind eins über das dort im Bett bekannt. Aber die Idee, dass wenn mir was passiert, aber weet je, ich mache einfach Toast und ich kann manchmal mir erst mit den Gedanken durchgehen, wenn jemand ein Accident hat, ich wundere, was die verschuldet hat. Und weet je, Lied, wir haben so eine Idee von Gott, dass er sitzt im Himmel mit einem Baseballbat und jeder Fehler, was du merkst, kriegst du nicht über den Kopf. Na, das ist ein bisschen streng gesagt, aber das ist really, wo wir um Gott noch checken. Und einfach mal zu sagen, dass Gott ist ein Gott von Liebe, das fällt uns schwer. Ich lese Kirchengeschichte, ich lese Kirchengeschichte und Rechten in der Bibelschule und ich lese viel von Kirchengeschichte und studiere Kirchengeschichte. Aber weet je, dat je mijn geloven aan in de kerk, ungefähr in het 2e Jahrhundert und das ging in het 3e Jahrhundert an, aber dass wir all in der Kerk und was als Paulus noch lebt. Der Kolosserbrief zum Beispiel, 1. Johannes hast du in den Riesen geschrieben. Und so, der Glauben ist das, dass du ein dummer Gott und ein guter Gott. Und so, der dumme Gott ist der Gott von Alten Testament. Und das ist der Gott, der immer kriegen hat, der immer warnen hat, der immer Menschen sagen, wo ihn tot merken. Lass mich mal 2 Geschichten vertellen, zum Wiesen der Unterschied zwischen dem alttestamentlichen Gott und dem neutestamentlichen Gott. Oder wo wir dann anschauen. Im Alten Testament ist ein Mann, der jetzt stark tot lesen, zum seine Familie eten geben und Sabbat. Und dann fingen so Menschen den und bringen sie den zu Moses und sagen, das hat stark tot lesen und Sabbat, was selber mit den Don Moses, weiß auch nicht. Und so, hey, jetzt mit Gott reden. Weißt du, was Gott sagt? Nehmt ihn die Zeugrit dort zu hängen, du wir den Steiner klappen haben, und schlug ihr den tot. Das ist ein Gott von Liebe. Dann kommen wir in das Neue Testament und bringen sie eine Hurerin und Jesus, und weißt du, das Gesetz sagt, eine Hurerin soll dort gekillt. Die Menschen, die er daheim brachten mit Steinen hängen, die wären gesetzlich reich. Die wären gesetzlich reich. Wenn sie sagen, das Gesetz sagt, wir sollen das dort killen, was sagst du? Und weißt du, was Gott sagt? Ich verdamme die auch nicht, guten Sinn nicht mehr. Und weißt du, das ist unsere Idee herkommt, von dass wir haben einen dummer Gott, einen dollar Gott und wir haben einen guter Gott. Und wenn wir religiös abgewaschen sind, wenn wir gesetzlich abgewaschen sind, dann bist du mit dem Gott abgewaschen, was die Tod killt, wenn du starker Top lesen lässt. Und so, ich will Ihnen von dir ein Bild wiesen von Gott, und welche der sieht von Gott erst durch, aber das ist der selbe Gott. Der alttestamentliche Gott und der neutestamentliche Gott ist der selbe Gott. Und so, wir wollen noch eine Geschichte checken in der Bibel, eine sehr interessante Geschichte, eine sehr fremde Geschichte. Und so far wie du hingehen, will ich dir die Geschichte ein bisschen meine eine wieder vertellen. Weil wir sagen, wie fahren nach Cuauhtémoc. Und die wissen alle, du in Cuauhtémoc, in der Meer steht das mit so einem Park, nicht? Ihr schaut mal aus, wie hier im Korridor noch nicht alles haben, das ist ein kleiner Junge, wie dann du in Cuauhtémoc am Park, du gehst jetzt rein, dann darf es so, nu wie wir mal wo. Die sind alle viel zu jung, um da weiten. Aber some von ihnen weiten das noch, nicht? Ihr schaut mal Cuauhtémoc, da wie eine Wäsche steht. So, anyway, wir gehen da nach dem Park, und so, wir sind da Mädel am Park, und dann sind wir da eine große Herde Menschen, und wir wundern, was da fährt. So, wir gehen mal ein bisschen nach, und dann wollen wir an, das ist ein Utraub. Und wir wundern, was hier in der Stadt verkaufen, so, wir gehen mal ein bisschen checken, und dann wollen wir an, der verkauft eine Hurerin. Und so, hier ist das Utraub, der versucht, Geld zu kriegen für diese 50 Jahre alte Hurerin, die hat sich dann da geholt, und wir kennen die von dort, das ist bekannt, alle wissen, dass die Hurerin da geguckt haben. Und so, nu wollen sie die loskaufen, oder die wollen die verkaufen werden. Keine will die mehr, du sind all Jüngere, die wollen lieber die Jüngeren und so wieder, und so diese ältere Frau, die will keine mehr, so die will die verkaufen. Und so auch 500 Peso. Er will 1000 haben, aber er kriegt 500, und keiner will mehr geben, und wer will die Hurerin kaufen? Und so, die Utrauber schließlich, er Spatur, er sagt zum ersten und zum zweiten, lass mich ein klein bisschen abbacken. Du gehst doch hin und du wunderst, was da fährt. So, du fragst mal ein bisschen rum. Menschen, die da rumstehen, fragst ein bisschen, was geht hier für? Und sagen sie, weißt du,
dit is den Prediger zijn mumtje. Die wat daar in de corridor woont, dat wie maar den zijn mumtje. Maar weet je wat? Dat we actually al een hoererin verder predigen zich de vrede. En dan is de Europa schließlich wat du hast, dat hij de verkijpen wil. Groot vers 3 zegt, dan is er een stem. En er hing is een stem die zegt, hey, wacht mal met. Ik geef 15.000 peso en een lood korn. Weet je te wem de stem gehoord? Te den prediger. Nu komt er zijn vrouw. Wat eerstens een hoererin weer heeft zich met de bevrijd. Die hebben 3 kinderen. Wat we van weten. En nu waren er 3 in een hoerenleven aangegaan. En nu gaat de prediger de 3 kinderen. Weet je wie de prediger is? Dat is God. Wanneer je in de Bibel gaan in Hosea, hebben we deze geschichte. En ik weet niet, als je Hosea gelezen hebt, maar we worden dat niet ganz lezen van dat is een 14 kapitel. Maar ik deed deze week had de ferie, ik weet niet ganz snel, waar ik zat met doel en ik las daar het ganze boek van Hosea. En weet je, Hosea, dat is im Oude Testament, dat is een van de profeten. En dan zegt het dus dit in Hosea 1 vers 2. Als de Heer dat eerste Mal zu Hosea redt, zegt hij, en hörst wat Gott dann sagt. Go en vrede eine Frau, die eine Hure ist. Ich freue mich, dass Gott mir nicht so eine Dinge statt sagt. Aber weet je wat? Gott hat sehr interessante Wege von mit den Menschen schaffen. Einmal sagt Gott zu einem Prophet, dau die mal ein Joch ab dem Schultern ab, weil je so ein Joch ist, wo sie Ossen mit Taub bringen, da zu der Zeit im Plänen fahren, dann gehst du da rum. Ossen, ab Englisch sagen wir, Object Lesson. Und so Gott sagt zu Hosea, go und befriede mal mit der Hurerin. Vers 3, en Hosea ging und befried sich mit de Bledjem, seine Tochter Gomer. Und so, Gott sagt zu Hosea, go befriede mit einer Hurerin, und Hosea geht und nimmt sich eine Hurerin. Und so ich sehe, ich will diese Geschichte nicht ganz vertellen, aber dieses Lied hat 3 Kinder. Und jeder ein von den Nomen von diesen Kindern, der bedient in der Recht für Israel. Na weet je, hier war ein von den Dingen. Wir wundern, was hat diese Kinder damit zu tun? Da wusste man die Nomen drehen. Und das war ein bisschen eine Frau, dass Gott ist nicht ganz gerecht. Und weet je, das ist eine Frau, die wir haben in uns Leben, auf Gott really gerecht rechten wird, jetzt Gott wirklich zu vertrauen. Jetzt wirklich zu vertrauen. Und weet je, wir sagen, leicht ja. Aber wir leben das really nicht. Und weet je, ich würde gleich noch zu Ihnen sagen, dass wenn wir unsere Hand abheben und sagen, dass Gott ist ein Gott von Leib, dann würde ich die noch gleich hinterfragen, okay, wie viel von Ihnen haben ein persönliches Verhältnis mit Gott? Und dann würden da nicht ganz so viel hängen gehen. Und weet je was? Deine Leib zu Gott und deine Gemeinschaft mit Gott, das ist eins in das selbst denken. Und so, wenn ich meine Hand abhebe und sage, ich liebe Gott und ich habe keine Gemeinschaft mit ihm, ich gleich Gott gleich really, ich vertraue Gott gleich, ich glaube Gott ist ein toller Gott und er ist ein Gott, der mich bloß strafen und rechten und so weiter. Und so, wir kriegen die Idee einmal von so einer Verse noch steht, lass mich ein Vers von dieser lesen, in Vers 6, diese Lied, sie haben 2 Jungs in einem Jahr. Und so sagt in Vers 6, in Hosea und Gomer hatten noch ein Kind und dort wir eine Tochter. Und der Herr sagt zu Hosea, jef den Namen Lo-Ruhama, und dort willst ich mich nicht mehr über Israel erbarmen und wo an nicht mehr vergeben. Und weet je, das hört sich war so hoffnungslos, das hört sich so streng, und das hört sich so, von Gott sagt, weet je was, meine Gnade für ihn ist ganz derich. In diesem Jahr, durch den Namen, was das meint, ist ein Teken für Israel. Und weet je, so dass jeder ein von diesen 3 Kindern. Und so als ich durch Hosea durchlesen würde, dann fing ich an, dass in Hosea, da sind viele Warnungen. Und da sind viele Dinge, was Gott sagt, weißt du, ich will ihn rechten, ich will ihn nur Syrien bringen, das handelt sich hier alle um Israel. Und so, ich will ihn
verloren sozusagen, ich wollte nicht mehr vergeben, die waren in eine Verbannung geschlagen worden. Statt zu drei, dann redet Steve hier von Daniel, dort wird er aus Juda in Gefangenschaft und so weiter. Und so Hosea ist voll von so einer Fargen. Und so wenn wir da sieht von Gott nehmen, wie sagen, oh Gott ist bloß ein Gott von Rechten und er will uns bloß ein Verdorben führen und so weiter, dann haben wir alle Gott. Na, lass mich Ihnen denken, sagen, die sollen jetzt stolz Jesaja horchen, wenn das ist so ein großer Thema und vielleicht in Wassermut ein bisschen schwer zu verstehen. Gott ist ein Gott von Leib. Gott hat nicht bloß Leib, er ist Leib, lehrt die Bibel. Und so Gott ist Leib. So wie ich schon sehe, er gleich Ravi Zacharias zu horchen. Er sagt dazu, steht auf Englisch, sagt er, the supreme ethic is love. Was er sagt mir dort erst, dort höchste Benehmen. Weil wir mal sagen, dort geradste Geschenk, wo die geschenken ist von Gott ist Leib. Und weil jeder einer von uns hier, uns hungert nur Leib. Und mir ist einmal schuld, wenn ich junge Menschen sei, und sie schmieden sozusagen ihr Leben in ein Leben von Sinnen, sie schmieden sich in den Arms von Sinnen, wenn enthungert nur Leib, aber sie gehen nach andere Städte finden. Weil jeder einer von uns, wie wollen die Leib sind. Und so, das höchste Ding, was Gott dir gegeben hat, ist Leib. Aber weet je, Leib hat ein Ding an sich. Leib ist nicht Leib ohne freie Willen. Denk dir mal an, dass du hast eine Frau und die hat alle Wehen an ihr Körper switchen und so weiter. Und so, wenn du was einen Kuss hast, dann drückst du auf das Knopf. Und so, wenn du was anderes hast, dann drückst du auf den Knopf. Wer will so eine Frau haben? Oder wer will so einen Mann haben? Wir wollen nicht mit einem Robot befreit sein. Weet je wat Leib wertvoll macht? Wenn das frei ist. Und so meine Frau, die läuft mir aus ihr freie Willen. In mir leben als leicht, aber just kidding. Aber weißt, wenn du ein Liebesverhältnis hast mit einer Person, das ist durch, wenn Gott hat uns Leib gegeben und in den freien Willen, als du eine Person in dein Leben, die hat gesagt, ich will mit die taub sein, ich will die leben, ich will die vergeben. Das wird Leib wertvoll macht. Wenn du mit einem Robot befreit bist, wer ist mit einer Maschine befreit? Well, wir da nicht hingehen. Some von uns sind vielleicht. Aber ich glaube, ich kann verstehen, was ich sage. Leib in freier Willen, das geht taub. So, ich lasse mich mal mit was sagen von Gott, was ich vielleicht ein bisschen fremd hören. Wir haben immer so zu holen, Gott ist ein allmächtiger Gott und Gott ist, der kann alles und so wieder und er kann auch. Aber weißt du, was Gott nicht kann? Je in den Willen gehen in Gott bleiben. Da kann er nicht. So, wenn wir uns so mal miteinander denken, Gott hat uns das größte Geschenk gegeben, dort ist Leib. Mit Leib taubt ich im freien Willen. In den freien Willen hast du das Reich, Gott zu verschmieden oder nicht. Und Gott kann selbst nur stehen, als Besitz stehen in Kicken, wo du die in Hall nennen sind das. Gott kann nicht den Willen brechen, in Gott bleiben. Und weißt du, wenn uns dort ansingt, und so muss wir das Alte Testament verstehen, wenn Gott sagt, und wenn Gott sein Volk warnet, und er sagt, ich will nicht mehr vergeben, ich will dit und dit wird passieren, so wieder, dort kommt ein Hort von Leib, wo Gott Prach hat mit seinem Volk und sagt, geht nicht weg von mir, because on jans sie tun als der Teufel, die wird ihn wegnehmen, und die werden verdorben gehen. Und so really, was Gott tut, Gott sagt sozusagen, okay, ich hol meine Hänge treu, wenn du die willst, in dort verdorben gehen, ich muss das looten, wenn so sich die gemerkt haben. Na, ich weiß, dass ja viele Frauen wollen auf Gott und so, die merken so wieder, wo mögen nicht nachher Robots und so wieder. I don't know. Ich meine, das sind verschiedene Antworten, für wir wollen von der nicht nennen gehen. Aber weißt du, Gott will ihn wegholen von dem Ball. Ich glaube, die waren alle mal diese Geschichte, aber das ist die Posten benennen. Wohin Gott warnen der zu seinem Volk. Du kommt das Mann und Vormann und entsprach, dann sage ich mal den Lohnt oder was immer, den Feu, was immer alle entsprachen. Und die weiten die Geschichte, nicht? Die Vormann sagt, du, das eine Hack sollst nicht nehmen gehen. Und so das entsprach der, das fuhrt zum Betalen, der holt seine Tasche über die und der wies sein Zertifikat, sein Badge, wird auf Englisch sein. Und er sagt, mit dieser Karte kann ich durchhängen, wo ich will.
ich die Mann rütgeschickt von der Regierung, ich habe das Recht zu gehen, ab alle Städten in die Form. Okay, sagt die Farmer. Calm down. Ich warne die bloß nicht in dort Hack zu gehen. Meist wird hier dann geschreit und sitzt über den Ball, den Hänger an ist. Und der Farmer sagt, wie ist die Kort? Wie ist die Kort? Und weet je, Gott weiß dort, dass an Jans sie tun durch einen Ball und der will die Tod merken. Weet je was mit dir wird passieren, wenn Gott die nicht leben wird? Dann wirst du lang tot. Dann hat Gott die all in der Verdammnis, dann hat der Feind die all in der Verdammnis niedergeschmissen. Und weet je, Gott will nicht haben, dass wir bei dem Ball sollen gehen und so Gott warnt und Gott ist dus ein paar Eltern und die warnen ihre Kinder, die bestrafen ihre Kinder und die Kinder, die bleiben die Eltern, die hassen uns. Aber das ist really uit Liebe, das ist really uit beschützen. Und so Gott sagt, ich will ihn beschützen, gut nicht und ja sie tun. In Hosea 1, Vers 2, da haben wir die Ursache, wo Gott sagt zu seinem Prophet, er soll sich gut mit einer Hure befreien. Weet je, dat hört sich ganz so funny, das hört sich nicht mal Gott, nicht? Ich meine, da wird ja einen Sinn sein. So denkt wie dann an. Das heißt, es steht in der letzten Part von Vers 2, das ist, wenn die Israeliten sind vom Herrn weggerannt, so ist eine Hure von ihrem Mann rannt. Weet je, das Volk Israel, sie huden sich rum. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich wünsche uns so an, dass wenn wir irgendwas, wir beträgen uns Thema von Ferien-Sonntag, wenn wir uns selbst über Jesus stellen für unsere Lösung, dann sind wir Hura. Das ist, was Gott an uns schickt. Und so, wenn wir Gott antuschen mit irgendwas, und wenn wir uns befriedet leben, ich habe das verstanden, wenn meine Frau bei einmal ein anderer Mann hat, oder die hat geguckt, heimgekommen und hört sich rum, ich meine, mein Hart wird brechen. Kann es sein, Lied, kann es sein, dass some von uns huren mit Geld oder mit anderen Dingen in uns leben. Und Gott warnt uns und Gott hat uns soll gesagt, ich will die drei haben, gut geht nicht ran mit Hurerie und so weiter. Und ich wünsche, dass niemals so weit, dass Gott die Prediger in dieser Zeit wird fragen, gut friedlich mit einer Hurerin, wenn ich will die Zeit mal lassen lernen. Aber das ist, was Gott mit Israel tut. Weißt du, wohin er das tut? Er läuft in Hosea, dem Entloten in Verdorfen gehen. Wenn wir in der Bibel haben, werden wir noch Kapitel 11 gehen. Und ich will das ganze Kapitel 11 lesen, das sind nicht so viel falsch. Horch nur Gott sein Hort. Und weißt du, wenn ihr Hosea, ich will ihn tun, lest mal durch Hosea, lest mal die Warnungen, was Gott Hosea gibt und so weiter, was er das Volk soll geben. Aber dann kommen wir bei Kapitel 11. Und dann einmal, dann checken wir, das ist ein bisschen, so Gott hat mal sein Fenster open, sein Hort, und wir können mal ein bisschen checken, was geht hier fair in Gott sein Hort. Und weißt du, Gott ist hier, weil wir ein bisschen nachdenken, Gott ist ein Führer, er ist ein Parent, er ist so Eltern sind. Und dann sagt es, es steht, aus Israel entkennt wir, wie ich am Gott, und ich raub mein Sehen von Ägypten. Aber so ist gesagt, wird so viel Dollar ich am Raub, so viel Dollar dreht sich von mir weg. Sie merken Opfer für die Baals und Rügopfer für die Jetta. Na, wenn wir uns da ein bisschen anschauen, dass Gott sagt, aus dit Kind klein wir, dann wird ich dort so gut. Und weißt du, hier als Eltern, die haben kleine Kinder, viele von uns. Und ich glaube, uns ein klein bisschen Angst manchmal, was wird passieren, wenn meine Kinder werden abwachsen. Und weißt du, das geht nicht immer reich. Some von den Eltern, die haben Teenagers im Haus und die weiten all ein bisschen von das, die alle jede Leben, die alle jede Versehen zu beschützen, für alle Hand Sinn zu bieten und für alle Hand Verhältnisse, was ihnen bloß wollen, das Leben verdorben, die alle jeden unwollen. Meine Frau und ich sind auch durch so ein Leben als dort. Und das ist nicht leicht. Und so das Hort ist fertig gebrochen. Und so Gott sagt, dass die ein Kind werden. Und ich will ihn so gut. Und ich hole ihn in Ägypten, wo die in Sklaverei werden. Und so wieder. Aber je doller ich ihn lebt, je doller ich ihn versucht zu rauben und noch mit zu tragen, je doller stank die ihn an. Wenn ihr mal eine interessante Geschichte lesen, dann lest die Geschichte von Israel, der gewusste, und wo die ihn anwehren zu Gott und so wieder. Und man all die Wunder, was sie hatten, immer waren,
werden sie gehen an. Und so Gott erinnert ihn ein bisschen an dort. Dann sage ich, das ist in Vers 3, ich lied Ephraim gehen. Na, das Wort Ephraim ist ein anderes Wort für Israel. So, ich lied Ephraim gehen und drüch an meine Arms. Sie warten dort nicht an, dass ich an gesund mich. Weet je, junge mensen, soms van jullie wat jullie ouderen rebellen zijn en je wil niet jullie ouderen harsen, je leven de hassen jullie, dat zijn jullie ouderen wat jullie bij klein, ha je halten, die ha je gefordert, die ha je gaan geleerd, die ha je reden geleerd. En jullie ouderen, je hoort dat blad aan je mal. Het leven voor jullie. Je leven de hassen jullie. Nou, dat je ouderen wat te doen, dat is een andere thema. Aber durchschnittliche Rede, wie als Eltern, wie leben unsere Kinder, sogar wenn wir Grenzen setzen, und durch wen wir entleben, sagt wir Grenzen. Wir haben ja mal so eine Idee among uns Menschen, dass, die Kindertjes, die sind so viel wert, die Kindertjes sind so schuld, die bestrufen, dass die sind so schuld dazu. Ich kann Ihnen garantieren, wenn Jesus dort die Kinder abtreibt, dann habe ich Trouble in Ihrem Heim. Wir als Eltern, wir leben unsere Kinder. Und wir strafen, wir setzen Grenzen. Wir weiten den Ball, was dann ja zu tun ist. Vers 4. Ich trage ganz natürlich an ihn. Gott sagt, ich tag ihn Gott hat du. Ich lade ihn sanft. Und so sage ich trage ihn ganz natürlich. Ich trage ganz natürlich an. Ich will an der Leib gewinnen. Ich hoffe, dass Joch ab von uns erholt, dass sie gut eten können. Und so Gott sagt, ich habe ihn naht behandelt. Ich nehme ihn bei der Hand. Ich kann das immer meist nicht über mein Hort kriegen, wenn ich wo Eltern sei, was ihre Kinder trägt hätten. Ich komm mal her und ich sah die Himmel da. Er eins über der Stadt. Aber weißt du, wir als Eltern, wir sind naht mit unseren Kindern. Und dann Vers 5, und sage ich, aber nu, hier war ein Ober. Das war ein welches Ober. Er sagt, aber nu machten sie drei nach Ägypten gehen. Das, wo Gott hat gehalten mit der Slowerie, nu gehen sie drei dann. Gott hat ihn gewarnt, nicht nach Hand zu gehen, aber sie sagten, no, wir gehen nach Ägypten. So, dann sagt er, machten sie drei nach Ägypten, in der Sur soll König sein, will sie nicht drei nach mir wollen. Und wenn wir diese Versen lesen, dann denkt an das, die Weide in Gott sein Hort. Horcht nur das, sozusagen stehen in Gott. Horch nur Gott sein Prachen. Gut und nicht haben. Dann sage ich, Vers durchwählen, was dort schwirrt, über ihre Städte kommen, und ihre versicherte Puten wollen nicht holen. Dort schwirrt, was dann unannehmen, will sie ihre eine Plons nur gehen. Mein Volk hat keinen anderen Gedanken, als von mir weggehen. Und wenn sie mich alle zugleich anrufen, wo ich an nicht halten. Und weißt du, das hört sich hier, das war ein bisschen, wo Gott, weißt du, du hast das Tug of War, sei auf Englisch, like dort ist es, sind zwei Dinge, was da reden. Und eine Seite redet Gott sein Gerecht, oder Gott sein Gerechtigkeit, und die andere Seite sein Leib. Und dort ist ein bisschen, die fehlt zu strafen, die fehlt mal zu verdorben, aber ich Leib werden zu sein. Und so, wie feilen das hier in Gott? Vers 8. So, Herr auf Grutz gesagt, wenn die mir alle top anrufen, wollt ihr nicht halten. Nu höre ich, was in Vers 8 sagt.